Abpfiff und los! Dann geht's ab in der Bäckerei wie noch nie. Die Papierböllen zischen durch die Luft, knallen in die Schaufenster, spickt auf die Kasse. Dabei sind doch die beiden umgelegten Köderkübel Goal bei diesem Match. Zwischen ihnen liefern sich der Lebkuchenmann und der Manuel Gritti Benz böse Zweikämpfe. Sie springen Kopf an Kopf quer durch den Laden, jagen einander die Böllen ab und versuchen, sich auszutrickseln. Aber was der eine besser ist beim Kopfbauen, ist der andere geschickter im Dribbeln. Es wird gekickt, gefoult, am Schiedsrichter wüst gesagt und nach dies nach ein Goal gemacht. Dann ist das Spiel vorbei. Die Mannschaft von der Lebkuchenprinzessin Rosindli gewinnt 3:2. Alle sind geschafft vom Umdüsen, haben Durst und möchten nur noch schlafen. Aber hey, hallo, wenn man ein Shootmatch gewinnt, gibt es doch einen Pokal. So gibt es auch bei der Party in der Bäckerei noch eine Siegerehrung. Die Mannschaft vom Rosindli Lebkuchenprinzessin bekommt einen glänzigen Pokal aus goldiger Bastufolie. Und der Lebkuchenmann eine Medaille, die drauf steht, wie ein Guter das er ist. Der ist wirklich höchste Eisenbahn, sich die Hand zu schütteln, zu gratulieren und Tschüss zu sagen. Denk nicht nur, weil alle müde sind, sondern vor allem, weil doch schon bald die ersten Becken zur Tür reinkommen, für zu arbeiten. Wo alle zusammen verstoben sind, für zu leuen, sind nur noch der Manuel und das Rosindli in Aktion. Sie sind am Aufräumen von den Partysachen. Die Papiergirlanden müssen fort. Der Boden gebesselt werden von den Teigbremsspuren, die es beim Match gegeben. Und, naja, ein paar Worte unter nur 4 Augen. Also Mandeln, Nüssli, ist ja gleich, müssen austauscht werden. Du, Manuel? Ja, Rosindli. Ich bin so glücklich. Schön, das soll so sein. Weisst du warum? Denk etwa, weil du alles, was du dir gewünscht hast, machen oder hast bekommen, oder? Mensch, wegen dem leeren Schleifschuhen, über eine Rutschbahn absausen, Trompete spielen, auf dem Pony reiten und ein Schuttmatch machen. Dann hast du nur halbes Recht. Es ist nämlich auch noch gerade, weil ich dich so gerne habe. Und endlich einen richtig guten Freund gefunden habe. Ja, Rosindli, gell, auch wenn alle sagen, Lebkuchenfrau und Gritti-Benze können nicht Freunde sein, so können wir das eben gleich. Dann wird das Mucksmüseli still in der Bäckerei. Alles sieht aus, als wäre nie eine Frau Lebkuchen aus ihrem Schaufenster oder ein Herr Gritti-Benz von seinem Plätzchen auf dem Gestell fort gsi.